Moin Kanner, moin Tufi. Wir sind nicht allein, die gesiedet. Wir haben die ganz farbige Kollege haut dabei. Den Elmar, der farbig karierten Elefant. An haut gehen wir Mam Elmar zusammen trippeln. Das heißt, wir gehen ein bisschen spazieren. Mein Name ist Luc Martling. Ich habe Geschichten von David McKee, vom genialen David McKee, den hat Elmar-Geschichte geschrieben, angemalt. Ich habe sie just auf Lützburg übersetzt. Ich hoffe, sie gefallen dir. Die heute lesen wir heute 4, gibt da ganz viel. Aber wie gesagt, wir gehen trippeln. Hier sehen wir den Elmar, wo seine Farben einfach zu erkennen. Und da sind die anderen Elefanten. Den Elmar, der farbig karierte Elefant, hat gerade eine paar Blumen geschnuffelt, wie ein paar andere Elefanten längst gelaufen sind. Kommt das Blumen riechen, hat den Elmar hinzugerufen. Wir haben keine Zeit, Elmar, hat den Elefant geantwortet. Wir müssen sehr in 2 hin. Ihr seht, sie haben sich sehr aus dem Stips gemacht. Du hat den Elmar eben Blumen allein geschnuffelt. Kurz drauf hat den Elmar sich einen Baumstamm angeguckt. Ein alter Baumstamm. Auf einmal sind 3 Krokodile leicht gewatschelt. Hey, die Krokodilen, hat den Elmar gerufen. Guck dir schon mal den Baumstamm da an. Der sieht aus, wie wenn es von ihr wäre. Ein anderer Kerl, Elmar, hat der Krokodil zurückgerufen. Und ein und andere sind sie am Wasser verschwunden. Die sieht das hier. Ein ganz extra Baumstamm. Es ging ja wirklich schmecken, es wäre ein Krokodil aus Holz. Gucken wir mal, was den Elmar sonst noch alles an der Natur von extra Sachen findet. Der Leif hat gerade dem Elmar seinen Weg gekreuzt. Hier sehen wir. Wie den beim Wasserfallsturm an dem Wasser noch geleuchtet hat. Salut Leif, sagt den Elmar. Komm an, ich habe doch keine Zeit, Elmar, hat der Leif den Elmar unterbrach. Es ist schon zu spät für mein Tömchen. Sie wollte schlafen gehen. An, fort war der Leif. Und den Elmar waren allein für den Wasserfall nur zu lauschen. Davon sie von Ast zu Ast gesprungen. Wie den Elmar grad innen ein Sparweg voller kleiner Rehendrüpsen an Nürst geholt hat. Hat er da doch schon ein Kehr gesehen? So kleine Rehendrüpsen an einem Sparweg, an einem Spannennetz, das ist ganz schön. Guckt, hat den Elmar gerufen. Ja, schön, schön, herrlich, herrlich, fantastisch. Und davon geantwortet, ohne sich überhaupt umzudrehen oder mich loszumachen. Davon hat nicht gut geguckt, was den Elmar hin wollte weisen. Den Elmar ist weitergegangen, aber beim Fluss stehen geblieben. Hier hat Wasser bewundert als ein Spiegelbild, was da dran sich gespiegelt hat. Du sind die Elefanten ist abgetaucht. Bleibt eine Sekunde stehen, hat den Elmar gesagt. Mir nach Ehren erklären kommt, was ihn hin wollt weisen, hat den Elefant gemeint. Keine Zeit, Elmar, pardon, mir sind schon an der Weg, sehr irgendwo hin. Ach schon, war den Elmar nicht so lang. Weil viele schon längst geflogen sind, hat den Elmar gut keine Gelegenheit, etwas über die Felsen zu sagen, die hier sich gerade angeguckt hat. Guck mal, was das extra an den Felsen. Du siehst es. Meint ihr, es wäre Gesicht. Zu sehr waren viele schon in der Weg. Sie sagte just, Salut Elmar, wir haben keine Zeit für eine Pause. Den Elmar hat gekeimt, anders weitergetröppelt.
Op einmal huet den Elmar Kameli heieren an den huet gemengt, d'Elefante wieren nächst et waren Nilpferd. Guck dir schon mal die Wolken an, so den Elmar. Du hast einen dabei, die ausgeseit wie Wen? Hat sie gesehen? Wie ein Elefant. Ja, das ist witzig, Elmar. Du siehst nämlich auch aus wie ein Elefant. So den von den Nilpferd. Die anderen Nilpferd haben gelacht. Als sie weitergerannt, ohne einen Blick auf die Wolken zu geheiern. Auch Nilpferd hatte keine Zeit für das, was den Elmar gesehen hat. Kurz darauf hat den Elmar der Peiperlecke nur geguckt, wie sie an der Luft gedanzt haben. Du kommst den Tiger gemetert. Los, Tiger, so den Elmar. Der Tiger hat gebremst und gesagt, Elefanten wissen vielleicht nicht, wenn ihr Zeit ist für Kaffee zu trinken. Mit Tigre wissen das ganz gut und ich habe keine Lust, dass mein Kaffee kahl geht. Dafür, ich habe leider keine Zeit für heute zu bleiben. Geht mal leid, Elmar. Adi. Schon war den Tiger auch am Fort. Mich spät, nachdem wir die farbige Peiperlecken hatten, hat den Elmar nächste farbige beginnt, und zwar die Schlange, die immer beim Elmar an der Geschichte ist. Mich spät hat den Elmar also die Schlange beginnt. Weißt du, Schlange, so den Elmar, das ist traurig, tut keine Zeit, Stall zu halten, für sich etwas anzugucken. Du hast recht, so die Schlange. Das ist traurig, ganz traurig. Guck nimmen das Blumenhai, so den Elmar. Die haben mehr Farbe wie wir zwei zusammen. Aber du warst Schlange schon verschwunden. Sie hat also auch keine Zeit. Wie die Elefanten ist lang geschossen sind, war den Elmar grad am Gangen, seinem Echo not zu lauschen. Den Echo ist von den bei den Birgen oder an den Felsen rift an den Tier, die singt Stimmen der Narrenkeier. Die Keier hat gar nicht probiert, die Elefanten anzuhalten. Ich weiß, so den Elmar. Der sieht pressiert der laufenden Zwölf hin. Was du geckig, so den Elefant, und hat gelacht. Geseist du doch nicht, dass wir von den Zwölf rumkommen? Den Elmar hat just gekeischt. Sehr, Schätze, hat den Elmar gepispert, wie er los weiter getrippelt ist. Dann hörte sein Cousin Willi erbleckst. Salut Willi, soten, was schaffst du? Ich gucken, wie es nicht geht, sote Willi. Ja, guck mal, heute das nicht gehen, aber tun die zwei gemacht. Die zwei Cousinen stehen glücklich neben den Himmel zu betrachten, wie ein immer mehr dichter und immer mehr voller Sterne ging. Sollen wir sie zählen? Wurde Willi gefragt. Nee, wird den Elmar geantwortet. Wir haben keine Zeit.